Meier mehr begräßen ja schon heute auf dieser Pressekonferenz heute zu Gasbrich für engem Haus, was schon 6 Jahre alt steht. Nathalie Reuland wird dazu auch mehr so. Und wir machen die Pressekonferenz heute für uns Kampagne Logement vorzustellen mit dem Hashtag Brauch Wohnung. Und wir werden erst zu 5 die verschiedenen Wolle von der Kampagne vorstellen. Die Intro auch für zu erklären, wo wir hier sind, möchte Nathalie Reuland. Nathalie Reuland ist seit 2 Jahren aktiv auf der Seite von den Lokataren, und aber auch spezifisch auf der Seite von einer Reihe Flüchtlingen, die auch ganz betroffen sind von der Logementskrise. Und Nathalie erklärt euch dann, für was wir gerade heute die Pressekonferenz aufhalten. Ja, ich wollte euch effektiv suchen, für was wir gerade die Pressekonferenz hier in diesem Haus machen. Das steht jetzt unter 6 Jahren eitel, wird wieder gesehen, Verfälle gelöst, dass hier 6 Jahre abgekauft gehen vom Olosfand, vom Flavio Becker, und geschieht nichts da. Das gehört am Anfang mit den Parzellen, die haben drunten leihen zum Nouveau Quartier Rue Verte, wo verschiedene Proprietäre sind, just kein, die sich der Wohnungsnot bewusst sind. Diese PAP ist schon gestimmt, genehmigt gehen von der Gemeinde und noch von Seite vom Ministère de l'Intérieur sind Ende 2019 für 193 Wohnungen, aber das noch gar nicht geschieht. An einer Motion von der Linkstadt vom November letztes Jahr haben wir gefragt, wenn hier etwas geschehen ging, aber wir haben bis von der Gemeinde noch keine Reaktion. Den Gary, der fährt weiter für mehr konkret auf das anzugehen, was wir Link proposieren. Merci Nathalie. Ja, das ist so, dass wir die Kampagne schon ein Zeitchen planen und die Urgenz ist an der Zeit immer mehr groß gehen. Ich meine, wir sind der erste große Kampagne, die wir für eine Reihe Jahre schon gemacht haben, immer Initiativen erholen an auch Rezentren an der Chambre an den Gemeinden, wo wir vertraut sind. Das Credo ist oft, ja, wir machen ja und brauchen Geduld. Mehr wird schon gehen. Und alles, was wir im Moment nicht brauchen, und was die Leute nicht können holen, an der Krise und an der Urgenz, ist eben Geduld. Es brauchen Mesuren, die dezidiert gehen und konsequent eben noch umgesetzt gehen. Es ist eine Krise, es ist eine Urgenz. An allen Monaten, die wir im Moment aufwarten, als Zeit verspielt und geht immer mehr schlimm. Für die Leute. Wir sind in einer Situation, wo ich nicht so eine Spuren Jahr und da kann ich mehr etwas leisten. Wir sind in einer Situation, wo alle Jahre, wo ein Spurt in den Zug mehr und mehr verpasst, und wo in den Anschluss an dieser Gesellschaft verpasst, und für seine Zukunft verpasst. Und die Leute verlieren auch dementsprechend die Hoffnung an den Glauben, dass etwas geschehen kann. Immer mehr Leute machen sich wirklich Sorgen, ob man die Sache an den Griff kriegen, Sorgen um ihre Zukunft. Und können die Menschen viel Pessimismus, aber mit dem Pessimismus gehen schon mal gefragt, ja, kann ich dann wirklich etwas machen? Mit dem Unterton, dass ich nicht drüber lebt, dass ich etwas machen kann. Aber für die Linke ist die Antwort aber ganz klar. Ja, es kann ich etwas machen, es braucht den politischen Willen und den politischen Courage. Und dann hat er ganz viele Möglichkeiten. Es gibt ja schon 3 Bereiche, die wir an unserer Broschüre, die wir ja heute vorstellen, Mesuren, proposieren, Beispiele. Der erste, ich warte vielleicht auf den Flieger. Der erste ist die Leute limitieren. Du musst nicht groß bauen, obwohl bauen ja auch nicht, das ist mehr eng Mesure kann in direkt holen, die hält nicht viel Zeit sozusagen außer der legislative Prozess, an den uns am Anfang schon lanciert, dass die Leute limitieren.
zu gucken, dass das Loyer nicht weiter explodieren an die Leute, die sich nicht können leisten, etwas zu kaufen, ob man es bezahlbar, lokativ können wohnen. Und da gibt es eine Reihe Möglichkeiten. Wir haben als die Linke einen Gesetzespropos schon vor Jahren abgerutscht, der als lang verschläft gehen. Und da kommt dann ein anderer Gesetzespropos vom Minister, vom Minister Cox, die alles ernst möchte, wie das, was nötig ist. Es gibt ob mans 3 Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten für den Loyer zu limitieren. Und das wird aber nicht gemacht. Gesetzespropos vom Minister Cox, die stellte sogar, die umgeht sogar den Esprit von dem aktuellen Mietgesetz, wo am Anfang eine Limitation vom Loyer aber drauf war, auch wenn man da der rezenten Urteile leider nicht mehr respektiert gesehen haben. Und es merkt den, wie unwichtig die Wolle vom Loyer limitieren ist, von dem gesagt, wie das Minister eine Kommunikationskampagne oder andere möchte für die Garantie lokativ, für die Subvention Loyer zu promovieren. Aber in all der Zeit noch nicht eine Kampagne gemacht wird, für die Proprietären und Lokatieren darüber zu informieren, dass der Loyer limitiert ist, dass es nicht nur Marché allein geht, sondern dass es noch um Kapitalinvesti geht. Und das weiß, dass das für sie kein Weh ist, obwohl es ganz klar Weh ist, den dem noch den dezidiert kann machen, dass eine Wohnung Lampertsburg 280 € kostet am Platz 1500 oder 3000 € de Monat Loyer kostet. Den zweite Wolle ist Gemengen an Verantwortung holen. Es muss gebaut gehen, an die 2 Promoteurpublike gehen nicht durch. Gemengen müssen noch ihre Verantwortung überholen. Und dafür so mehr ganz klar ein Pakt Logement, wo just Incentives verdeelt, geht nicht durch. Es muss Obligationen de Gemengen 4 schreiben, der muss 10% sozialen, öffentlichen, abordablen Wohnraum schaffen. Und dafür so mehr auch, es muss eine Responsabilität legal kommunal gehen, de Logement, wie die Schulen, wie die Pubellen, wie das Wasser, alles das sind Responsabilitäten, die für die Gemengen müssen sorgen, weil es doch Grundbedürfnisse sind. Und das ist auch beim Logement so. Und da können die Gemengen sich nicht mehr raussichern, vielleicht nopisch Gemengen, aber nicht mehr. Der Credo muss abhalten. Und das schlussendlich, und das ist keine neue Forderung, und das möchte jeder, wie wenn er dafür wäre, aber das ist der Leerstand besteuern. Wir stehen heute nicht für nichts für ein Meidelstunden Haus, und es gibt viel zu Lützeburg, und es gibt auch vom Staat, und es gibt auch von privaten Promoteuren, und es muss viel mehr schnell etwas geschehen mit denen PAP, die autorisiert sind, mit den Wohnungen, die idle stehen. Das sind eben just ein paar von unseren Mesuren, die machen, dass wir keine Lotterie mehr mit der Zukunft der Leute spielen, mit den Generationen, die nach uns kommen, weil die Urgenz am Logement scheidet nur Mobilisierung, sie scheidet nicht nur Geduld. Und dazu soll unsere Kampagne beitragen. Wir haben ein Video publiziert, eine Broschüre publiziert mit unseren politischen Revendikationen, eine Broschüre über die Rechte von den Lokatieren, das ist mehr die Informationskampagne, die die Regierung anscheinend nicht machen will. Und wir werden eine Reihe Aktionen und Mesuren holen an den nächsten Monaten, für das dort bei die Leute zu bringen. Und wir möchten der Überzeugung sein, dass Politik just wird bougieren, wenn die Leute so Männer gewähren lassen und eben noch mehr bougieren und mehr sagen, es geht wirklich durch. Dann gehe ich weiter und Nathalie Reuland für einfach zu illustrieren, wie groß die Urgenz ist am Logement. Ja, merci, Gary. Ihr könnt euch vielleicht fragen, für was die Kampagne lo? Dass wir gerade lo das Kampagne Logement anlauten, als weil wir bei die Linke der Meinung sind, dass endlich etwas geschehen muss. Das Pressekonferenz fällt lo gerade pur dich nur im Wort vom Pakt Logement 2. Angesichts von der Envergure von der Logementskrise geht der Pakt Logement 2 als nicht weit genug. Passend zur Naturkatastrophe, die wir gerade hatten, wollte ich Nathalie Oberweis, als Deputiert, ihren Vergleich aus ihrer Rede an der Chambre benutzen, wo hat die Logementskrise mit einer Sintflut vergleicht, wo wir schon 1 Meter Wasser am Keller stehen haben
Und da bringt es nicht, das Wasser mit einem Eimer rauszuschaffen, weil es lebt da mehr sehr ran, wenn man mit Eimer rauskriegt. Da muss ich schon Pompier rufen, mit der dicken Maschinerie. Und mir und die Impression, der packt Logement, als wie die Menschen mit dem Eimer. Wir machen als Kampagne für die Leute, die lohnen. Und ganz innen auf der Pyramide von den Leuten, die lohnen, sind die vulnerabelsten. Leute, die ohne Papiere sind, Leute, die Revis beziehen, und noch Geflüchtete. Oder Leute mit einer Behinderung, die auf sich ganz allein gestellt sind. Das sind noch alles Leute, die Mietwohnungen brauchen. Und die sind bei uns ganz rar. Laut dem OECD-Bericht sind gerade mal 2% Sozialwohnungen zu Lützeburg vom ganzen Wohnbestand. Zum Vergleich, in Großbritannien sind da 20%, zu Wien sind sie sogar bei 62%, wo Leute abordabel lohnen mit gedeckelten Loyeren. Und du hast den größten Teil der Wohnungen, die gehören der Gemeinde. Ich kann dich noch ganz lange darüber schwätzen, von Refugien, die nicht aus den Foyer rauskommen, obwohl schon 50% von ihnen, die an den Foyer sind, das Statut tun vom BPI, und verschiedene schon sogar eine Arbeit von tun. Wir kennen ein paar Familien, wo die Frau mit den Kindern hier am Land Asyl kriegt, und der Mann auch nachkommen, aber durch die Flucht an einem anderen europäischen Land gekommen wäre, und da den Flüchtlingsstatut gekriegt hat. Die Männer dürften zu Lützeburg kommen, und theoretisch sollte die Familie dann noch zusammen hier leben, aber weil sie keine Wohnung fanden, und weil der Partner nicht am Foyer wohnen, können sie sich höchstens draußen an der Covid-Krise treffen, und die Männer sind de facto obdachlos. Ein anderes Beispiel sind Frauen, die wegen Gewalt am Staat an einem Frauenfoyer waren, eventuell nur noch an einer Übergangswohnung sind, und nicht fanden sogenannte private Markt. Leute, die Revis haben, dürfen mal nicht über die Grenze gucken gehen, weil sie Sozialhilfe verlieren. Oder auch wie am Fall von den Flüchtlingen, die Justaufenthaltsgenehmigung zu Lützeburg haben. Aber das Schlimme ist, dass die am von Abkommens proportional am meisten für Wohnen müssen ausgehen und nur nach tags an desolate Wohnungen hausen. Dann kommen die Leute, die schaffen mit niedrigem Abkommens, meistens an einem Kontrakt, an einem CDD, an längerzeitigen Familien, junge Leute, die auf sich allein gestellt sind, eine Lehre machen oder an ihr Berufsleben starten. Sie sind angewiesen auf abordable Mietwohnungen, die wie gesagt ganz rar sind, und wo sie dann oft die andere Seite von der Grenze gucken gehen. Das nennen wir dann Working Poor. Und in Lützeburg hat ja gerade eine interessante Etude darüber gemacht. Aber was die Logementskrise anbelangt, sind wir sogar längst an der Mittelschicht angekommen. Handwerker mit festen Arbeitsverträgen kriegen keine abordable Wohnung mehr. Auch junge Berufsanfänger, egal welche Ausbildung sie haben, auch die von der Uni kommen, haben Schwierigkeiten, sich selbstständig zu machen, weil alles zu teuer ist. Aber wenn sie da in einer WG wohnen, da kriegen sie dann auch noch Steine an den Face gelöscht, weil verschiedene Gemeinden, die lassen sie sich dann nicht ummelden. Das ist von den Gründen, für was viele junge Leute dezidieren, am Ausland wohnen und schaffen zu bleiben. Sie kommen nur der Uni oder der Ausbildung nicht zurück. Aber sogar Leute, die traditionell Höchstabkommen haben, wie Doktoren zum Beispiel, wenn sie wegen ihrer Disponibilität nur beim Spital sollen wohnen, dann zecken da viel, den Weg auf Lützeburg zu holen. Aber für was? Weil es die Logementspreise. Der nächste Teil von der Pyramide, das sind die Leute, die du traditionell zu Lützeburg fährst, die hier daheim besitzen. Aber das geht immer mehr schwer. Mit 30 Jahren Verschuldung an der Obligation, für ein Koppel zu 2 voll schaffen zu gehen, egal was geschieht, kann kriegen, seine Leute versorgen, in eventuellen Accident, eine Krankheit oder so, Schwierigkeiten, die das Leben so mit sich bringt. An den ewigsten Teil, das sind dann Multiproprietären, die das Logement als Invest gesehen, an dem Maximum wollen rausschlagen, an die responsabel sind für den hohen Loyeren,
die Kehlmi am Akkommes vun de Leiit hunn an de sogenannten Taux d'effort vun 33% largement iwwerschreiden. Well am Fong soll de Loyer net méi wie een Drittel vum Akkommes vum Stot ausmachen. Mir bei die Lenk mache schon jorelang op Logementskris opmerksam. De rezente Politmonitor vun TNS Ilres vom Juni 21 weist das an der trotz Corona de Logement mat Aufstand de Bierger am Land hier gréste Suech ass. A wann so geleit wie de François Pauli vun der Banque de Rothschild, den Ernest Pirsch vun der Chambre des Artisans an noch de Michel Reckinger vun der UEL an de Medien dazu oprufen, dass am Logement etwas geschehen muss, da gesäit ihn, dass immer méi Leute betroffen sind. Me vun eiser Regierung, auf ihren allem vun der DP, an noch vu viele Gemengen, könnt kein Antwort, der irgendwei der Urgenz geif entsprechen. Stefanie Lanners werd ihr Schlo op Probleme vun den Lokatieren opmerksam machen. Voilà, mir die Lenk hun während Joren a verstärkt während den letzte Monaten Lokatieren suiveiert. An ihre Erfahrungen will man halt doch mat Hilfe durch diese Kampagne für andere Lokatieren mehr accessibel machen. Weil wenn in Terrain also mat Lokatiere schwätzt, mieten das sind oft die nämlichste Probleme kommen oder das sind oft die nämlich Konflikte zwischen Bayer und Lokatär stattfinden. Wie zum Beispiel gouf mir kontaktiert, weil die Leute sich bekloten, dass sie Kaution nicht remboursiert kruten. Weil während der Clôturation vom Kontrakt dabei konformen Etat de lieu gemäht gouf, konnten die Leute sich halt nicht auf eine Prüf basieren. Also nee, voilà, die dort steht, wofür die meine Kaution hält, die wäre 4 drunter schon da. Aber wenn man von einer Kaution spricht, das können bis zu 3 Loyer sind, das heißt Montant von 3.000 bis 5.000 Euro, je nachdem dem Loyer. Und die Lokatiere brauchen die Suna, warum wir können an neue Lokationsprojekte zu investieren. Fälle, wo man auch mal mehr gemeldet kriegen, wären Situationen, wo Lokatieren vom Bayer unter Druck kontaktiert goufen. Sie wird per Mail oder just per Telefon an sie kriegen Druck gemäht für die Wohnung innerhalb von nächsten Monat zu verlassen. Und dabei goufen keine rechtliche Prozeduren angehalten, respektive respektiert. Fälle, wo man auch immer mehr oft gemeldet kriegen, wären Situationen, wo die Lokatieren uns erzählt haben, dass in so Wohnungen leben, wo grosser Dysfunktionament da sie, wie zum Beispiel eng Zentralheizung, wo nicht geht, ein undichten Dach, ein grosser Schimmelbefall. Und wer gewusst, dass nicht dem Lokatär seine Schuld wäre, aber der Bayer hat Leute aber verträgt und zu den größeren Reparaturen, als da war nicht kommen. Und dabei hat aber alle Lokatär Recht auf eine Jouissance paisible. Das heißt nicht Recht, wir können seine Wohnung ohne Hindernisse zu nutzen. Und am coolsten Fall geht noch für ein Friedensgericht gehen und Urgenzreparaturen aufrufen. Voilà, bald heute wären nur 3 Beispiele. Ich meine, wir könnten da viel mehr nach ablöschen. Wir werden einfach merkt, wenn jemand die Lokatiere schwätzt, als dass sie so oft nicht informiert sind über ihre Rechte. Ganz erstaunt so, oh, hun Recht für so viel zu gehen. Oder hat noch die Impression, sie hatten Angst, für ihre Rechte unzufordern, weil sie fährten. Aber wenn ich etwas so, da riskieren ich noch Fleisch vom Bayer auf die Straßengesetze gehen. Aber weil einfach die Lokationen so rar sind, vermittelt dadurch vielleicht indirekt die Bayer einen gewissen Pouvoir. Voilà, an mir die Linke, auch mit Hilfe von der Broschüre, wo den Erik Weirich präsentieren, wollen die Lokatiere vermitteln, dass auch sie Rechte haben, sich sollen drauf behaupten, haben erfrohen und dass mir die Linke da sind, für ihr Interesse zu vertreten. Merci Stefanie. Stefanie Lanners ass eben zunter dem Konfinement bei de Leng engagéiert an direkt voll engagéiert op der Seite vun de Lokatieren, wat eben noch die Beispieler do weisen. An schafft auch als Edukatrice mat Frauen an Not an wees so och wat doch Probleme sinn fir Appppes ze fanne, wann en Marche Rëmmerppes wëll sichen an onofhängsche wëll liewen. Wie gesot den Erik Weirich werde lo och als Broschüre Infolokatär firstellen. Den Erik als
Gemengeratsmember zu Déiferdeng a schon lang Joren am Logement auch aktiv an der Logementskommission zu Déiferdeng méi eben noch spezifisch wat vun Kooperativen ugeet, wo jo och lo net unbedingt et Politik die Initiativ die vu Bierger do kënnt och eichter Geduld friet, wie dat se dat wirklich unterstützen an dass man dolo schon e Pro an den op de nächsten Ziele giffe gesinn. Merci Gary. Wie gesagt, ich stelle als Infobroschüre für Lokatäre für das die zweite Version. Wir hatten eine erste Version 2015, 2016, wo wir eine große Logementskampagne schon lanciert hatten, an der Basis von den Erfahrungen, die wir am Terrain gesammelt haben, wo Stefan gerade vorgestellt hat, dass ich Kontakt mit den Lokatären, die konkret Probleme hatten, mit Proprietären oder anderen Sachen. All die Erfahrungswerte, die wir gesammelt an die heute Broschüre afleiste gelost. Die schreibt sich auch an die Logementskrise, an der wir uns in Lützeburg befanden. Das heißt, wir gehen auf die Urgence an wo die Lokatären oder immer mehr Lokatären haben, wo wir konkret mit dieser Broschüre wollen die Lokatären über die Rechte abklären, en attendant, dass im Niveau von der Legislation oder von der Gemengen Sachen wirklich an Ugriff geholt gehen, an die Lokatäre konkret geholfen wird. Das ist nämlich so, dass Gesetzeslage echt in Favor von den Proprietären ist, an Lokatären schon den Druck für neue Leute zu bezahlen, für Werbung eine Wohnung zu finden, für zu lohnen. Und dass sie da ein bisschen an einen Zuchtzwang sind und ein bisschen was zu machen, was sie wollen, weil sie vielleicht nicht genug abgeklärt sind über die Rechte, weil sie vielleicht fährten und so weiter und so fort. Jetzt sind am ganzen 13 Punkten an der Lokatärs-Infobroschüre. Das geht von bis das Form vom Contrat dabei. Das was geschieht mit der Caution lokativ, wenn ich rausgehe, was geschieht bei Schied und so weiter und so fort. Wir haben doch konkret Modelle online gesagt, das ist bei allen Punkten von den QR-Code respektive Link, wo ihr dann direkt über Modell könnt finden, zum Beispiel ein Etat des lieux von einem Contrat dabei, dass ihr über DW halt ein Dokumente könnt, die gehen mir die Leute verspricht sind auf verschiedene Plätze. Ich muss am Logementsministerium gucken, bei Testen HBM und so weiter und so fort. Wir haben versucht, an der Broschüre alles zentral zu sammeln und da sind dummer, dass den Lokatär konkret kann helfen. Die Broschüre wird man am Ganzen an 5 Sprachen rausbringen. Wir haben Lützeburg, Deutsch, Französisch, Englisch und Portugiesisch angedurcht. Die geht dann per Bayerform, wo wir an den nächsten Monat in Urstadtland verdelen. Und wie gesagt, finden das auch alles online. Ich werde noch die Broschüre regelmäßig updaten. Das heißt, wir fahren weiter mit dem Service, wo wir den Lokatären anbieten, dass wir ihnen so eine erste Hilfe können bieten, ein bisschen über die Gesetze abklären, was hier Rechte sind. Und die Infos, die wir auf die DW kriegen, die werden wir sammeln und das heute dann online regelmäßig updaten, dass wir einfach am aktuellsten Stand sind. Das sind auch Gesetze, die noch geändert gehen. Das ist einfach immer die aktuellste Spiegel aus von der Gesellschaft, von den Problemen, auch von der aktuellen Gesetzeslage. Das ist auch schon eine erste Etappe. Wir werden weiterführen als Link mit unserer Logementspolitik, für eine richtige Logementspolitik in Lützeburg zu kämpfen, die ausgerichtet ist auf die Besoin der Leute und die einfach sich einsetzt für das Schiedfrieden dezent, anständig und zu abordablen Wohnpreisen in Lützeburg wohnen kann. In dem Sinn gehe ich noch weiter und den Jean Larocque, der das Schlusswort machen. Voilà. Merci Erik. De Trächer vun de Lokatäre sind als ganz wichtig, aber wir sind noch ganz froh, dass an dem Bereich immer mehr Initiativen entstehen. Aber wir fordern an anderen an unsere Mesuren, dass in die auch mehr unterstützt gehen, die Initiative wie den Mieterschutz, dass eben noch um Niveau von den Gemengen an national do mehr Instanzen an Platz gesetzt gehen, die mehr schneller, mehr qualifiziert die Leute unterstützen, weil wir leider auch festgestellt haben, dass es Kommissionen gibt, die das Gesetz selber nicht so gut kennen und so gut umsetzen. Voilà, da gehen wir weiter und Jean Larocque, der ganz engagiert ist, mit der ganzen Mieterbewegung zu Esch, an dem Kollektiv Safe Co-Housing zu Esch, an der Woche an der Koalition Wohnrecht, an den eben auf die ganze Mobilisierung auch angeht, die eben braucht, für das wir am Ende Schei weiterkommen und dass die Politik endlich das Serieux von der Situation versteht. Oui, en effet, merci. Donc, cela fait maintenant 1 an que ce mouvement pour le droit au logement a démarré, s'est mobilisé plusieurs fois dans la rue pour réclamer le droit au logement, pour demander des mesures structurelles pour résoudre la crise, mais aussi des mesures d'urgence pour répondre aux besoins
dont mes amis viennent de nous parler, aux besoins urgents. Et donc ce qui est remarquable, c'est que ce mouvement est composé d'un très grand nombre d'associations citoyennes, des deux plus grands syndicats du pays. Donc il représente très largement la population, la société civile luxembourgeoise. Et le problème, c'est que le gouvernement est resté sourd à l'appel de ce mouvement depuis maintenant 1 an. Nous pensons que ça, c'est un réel problème. Ça constitue véritablement un déni de démocratie. Ça ne peut plus durer. Quand toute la population se lève pour demander des solutions, le gouvernement doit y répondre. Donc D-Link, effectivement, est engagé dans ce mouvement et le soutient corps et âme parce que nous considérons que le droit au logement est un droit fondamental. Le logement n'est pas une marchandise, c'est un droit, c'est quelque chose dont chacun a besoin. Et on ne peut pas accepter qu'un pays riche comme le Luxembourg ne soit pas capable de loger décemment tous ses citoyens. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui et c'est pour ça que nous continuerons à nous battre pour réclamer ces solutions d'urgence parce que la crise, ou plutôt les événements climatiques que nous venons de traverser, montrent une nouvelle fois à quel point il est nécessaire d'avoir des logements d'urgence pour pouvoir à la fois reloger ceux qui ont perdu leur logement parce qu'ils se sont fait expulser ou ceux qui sont victimes de catastrophes naturelles. Donc voilà, nous sommes ici, nous reviendrons si c'est nécessaire, mais le combat pour le droit au logement est un combat essentiel et aujourd'hui nous sommes là pour dire qu'il faut agir, il y a urgence. Merci Jean. Voilà, wir haben dezidiert, das zusammen als Equipe vorzustellen, weil wir ein Zeitchen der Kampagne noch zusammen geschafft haben und eben noch für zu weisen, dass kann zusammen etwas auf den setzen und eben mehr Leute sich auch müssen engagieren, für dass wir das dort an den Greviergen zwei kriegen. Dafür sind wir auch alle gut eben à votre disposition für Erfroen, noch für Témoignagen zu gehen an jeder mit seinem Blickwinkel und mit seinen Erfahrungen, die an der Zeit kommt machen. Merci für die Aufmerksamkeit. Ja.